kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Die Geschichte von heute ist ein bisschen anders als andere. Ich erzähle nämlich von einem Spatsommerabend im Schlummerland und was verschiedene Munds so am Machen sind. Da sind zum Beispiel der Flick und der Gluri, wo Wachs-Marshmallow bröteln. Oder die Fanian, wo zusammen mit ihrer Freundin Appa Kräutertee macht. Also, dann machst du jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Es ist das Ende eines warmen Tages im Schlummerland. Am Morgen hat die Sonne alle Wesen, die hier wohnen, ganz früh geweckt. Und vom ersten Moment, wo sie auftaucht ist am Himmel, hat sie gewärmt. Der Erdboden und die Luft, genauso wie die Blätter der Pflanzen und die Felle der Tiere, der kleinen und der grossen. An so einem Sommerabend vergeht die Sonne im Schlummerland besonders langsam. Von einer grossen, mächtigen Kugel schrumpft sie ganz langsam zusammen. Nach dies nach wird sie zu einem Ball, dann zu einem Bölleli und am Schluss, bevor sie verschwindet, ist sie nur noch ein Pünktchen, das aussieht wie ein winziger, heller Stern. Viele Munds, die im Schlummerland wohnen, haben gern Sommer. Und gerade die Sommerabende sind bei den Munds sehr beliebt. Und sie verbringen in dieser warmen Zeit besonders viel Zeit miteinander. Und doch, an so einem Abend allein sein, ist gerade so besonders. Es gibt da viel Raum, um in den wolkigen Himmel zu schauen, die Gerüche und den Wind wahrnehmen. Einfach zu sein und zu schnaufen. Vor allem auch, weil die Luft dann fein nach sonnenwarmer Erde und farbigen Blüten schmeckt. Munds, das sind übrigens Wesen, die über und über mit Haar bedeckt sind. Und oft haben sie lustige Frisuren oder Kleider an. Sie sind sehr freundlich und neugierig und sie schlafen gern und viel. Auch der Flick ist ein Mund und er streift an dem Sommerabend gerade allein durch den Wald. Es ist der Wald, der gerade hinter seinem Zuhause liegt. Grosse, mächtige Bäume am Ufer von einem grossen, glatten See. Der Flick ist gerade dabei, ein bisschen altes Holz vom Boden aufzusammeln. Er hat sich nämlich zusammen mit dem jungen Munds Gluri vorgenommen, um ein kleines Feuerchen anzuzünden und darauf Wachs-Marshmallows zu bröteln. Das sind kleine Kugeln aus Bienenwachs und Honig, die der Flick von seinem Freund Lagros bekommen hat. Beim Lagros im Garten wohnen nämlich Bienenli und von einem von ihren Bienenstöcken hat er die Wachsmöckli haben. Während der Flick sorgfältig das Holz fürs Feuerli zusammensucht, freut er sich schon richtig, nachher an einem dünnen Stecken das feine Honigdessertli aufzuwärmen und zu verkäuen. Zu der gleichen Zeit, wie der Flick im Wald unterwegs ist, läuft der Lagros in einem anderen Teil vom Schlummerland über die Waldlichtung. Dort wohnt er zusammen mit seiner Freundin, der Li.
Die beiden Munds haben sehr viel Freude am Basteln, am Malen und Zeichnen. Die Li ist auch auf der Lichtung. Sie sitzt am Boden auf einem flachen, gemusterten Küssi. Und vor sich hat sie ein grosses Gefäß aus feuchtem Ton. Die Li fährt fein und gerade mit dem richtigen Druck über den leuchtig roten Ton. Die ganze satte Farbe hat er, wie sehr reifes Laub an einem warmen Herbsttag. Die Li formt aus dem Ton mit ihren Händen eine Art Vase oder einen Krug, bauchig und mit einer weiten Öffnung oben. Weil die Li so viel mit ihren Händen macht, hat sie nicht wie viele andere Munds fällige Handflächen. Vielmehr ist ihre Haut an den Händen auf der Ober- wie auf der Unterseite geschmeidig. Fast ein bisschen wie ein weiches Leder sieht sie aus. Ob sie das so gezaubert hat oder ob das einfach mit der Zeit so geworden ist, weiss nur sie selber. Ihr kurzes Fell schimmert in der Abendsonne orangelich, wie glattgeschliffenes Metall. Sie lächelt den Lagros an, als er über die Lichtung an ihr vorbeiläuft. Sie weiss schon, wo er hingeht, nämlich zu den Bienen. Jeden Abend schaut er, wie es ihnen in ihren Bienenstöcken geht. Die hängen an den Ästen von ein paar grossen Bäumen am Rand der Lichtung. Wo der Lagros zu diesen Bienenstöcken anläuft, sieht er, dass die Bienen schon fast alle in der Abendruhe sind. Die Bienenstöcke sind verschieden gross und sehen so ein bisschen aus wie dicke, braune Bälle, die an verschiedenen Orten an den Ästen oder an den Baumstämmen angemacht sind. Ein paar einzelne Bienchen sieht der Lagros auch noch herumfliegen. Die meisten allerdings sitzen auf diesen Wachsbällen oder sind sogar drin hineingeschlüpft zum Schlafen. Trotzdem die Bienen schon in der Ruhe sind, ist noch Bewegung da. Viele Bienen vibrieren ganz fein mit ihren gegäderten Flügeln. Vom Bienenstock aus geht ein sanftes Wummern und es schmeckt nach warmem Zucker, nach Honig, Nektar von diesen wunderbaren Suriwesen. Lagros sein Blick geht vom Bienenstock auf in den Himmel. Die Sonne ist jetzt vergangen und die wenigen Wolkenschleier über ihm leuchten in einem feinen Rosenrot. Der Lagros lächelt. Sicher ist das Kunstwerk der Suavis, dem Volk, das in den Wolken lebt. Der Fendrik holt tief Luft. Kräftig und doch auf eine Suavi-Art vorsichtig bläst er pinkes Wolkenfärbpulver auf die feinen, weißen Schlirken unter sich. Fast sofort verfärben sich die Wülchli zart rosenrot, wie frisch drüllte Zuckerwatte. Stolz schaut er auf die eingefärbten Teile unter sich und dann schweifen seine Augen in die Weite, über das Schlummerland unter sich. Er und die anderen Suavis feiern heute das Farbenfest. Es ist eine Feier, die die Suavis oft und gern zelebrieren. Ein Gruß von ihnen an die anderen Bewohnerinnen und Bewohner vom Schlummerland. Suavis sind Wolkenwesen und sie sind ganz aus Wolken gemacht. Je nachdem, was sie gerade machen, sind sie ganz wie eine Wolke und man kann sie nicht wirklich entdecken in der Weisse hinein. Es kann aber auch sein, dass sie ihren wolkigen Körper aus dieser
gräulich weißen Masse auslösen und dann auf den Wulchen sitzen oder laufen. Am Farbenfest sind immer besonders viele Suavis auf dabei. Einfach, weil es Spass macht, aus vollen Backen die Wülchli unter sich einzufärben. Aus grossen Schalen schöpfen sie dann die Wulchenfarbe und hampfenweise pustet sie den Staub über die Wulchen, für alle im Schlummerland zum sehen. Und nicht nur sehen kann man den Gruß der Suavis, sondern natürlich auch spüren. Ein feiner Windhauch fährt Fanian durch ihre wild verzwirbelten Haare. An ihrem Körper sind die heute braun, mit grün schimmernden Strähnchen drin. Auf dem Kopf hingegen sind sie tief schwarz und so glänzig, dass sie fast dunkelblau wirken, wie das Gefieder von einem Rab im Sonnenlicht. Die Fanian hat die langen, dunklen Haare zu ganz vielen Zöpfchen geflochten, die wild um ihren Kopf gumpen, wenn sie sich bewegt. Die Fanian ist auch ein Muns, genauso wie die Appa, die neben ihr auf dem schmalen Waldweg knüttelt. Die Fanian spürt den feinen Hauch der Suavis genau in dem Moment, wo sie vorsichtig ein hellrot schimmerndes Blättchen mit einem zackenden Rand von einem Gebüsch abzupft. Vorsichtig lässt sie das darauf ins lauwarme Wasser gleiten, wo in einem töpferten Krug vor ihr steht. Die Fanian bückt sich runter zu ihrer Freundin und güchselt in den Krug hinein. Ich glaube, noch 1, 2 Kräutchen Appa. Und dann ist unser Abendtee perfekt, sagt sie. Die Appa nickt, steht auf und nimmt ein paar federnde Schritte über den weichen, gut genährten Waldboden. Dann kommt sie vor einem Bäumchen zu stehen, wo hellgelbe Böllen dran hängen. Eine Art kleine Zitrönchen. Willst du eine Frucht auswählen, Fanian? Eine, die du findest, passt in unser Trinken? Die Fanian nickt und mustert das kleine Bäumchen ganz genau. Es hat viele kleine, schmale, dunkelviolette Blätter dran. Und in dem Gezweig sehen die gelben Zitrönchen ganz besonders leuchtig und lebendig aus. Die Haut von diesen Früchten ist nicht glatt, sondern recht verfurcht und runzlig und sie strömt einen spritzigen und doch auch irgendwie holzigen Geruch aus. Die Fanian legt ihre Hand auf eine ziemlich grosse Frucht und zupft fein dran. Sie weiss, wenn sie einfach wegkommt, dann ist sie parat, zum gepflückt und zubereitet zu werden. Und wirklich, die Frucht löst sich wie fast vom allein und liegt jetzt warm und zutraulich in der Fanian ihrer haarigen Hand. «Und jetzt?» fragt Fanian die Appa. Die Luft um die beiden Muns ist jetzt nicht mehr so windig wie vorher. Und auch die Wolken über ihnen sind nur noch ganz ein bisschen rosarot. Dafür ist der Himmel jetzt in ein schummriges Blau getaucht und Fanian hat das Gefühl, sie spüre, dass sich gleich der Mond am Himmel zeigt. Tappa seufzt zufrieden und sagt, «Schau, du kannst jetzt das Früchtchen über unseren Teekrug heben und ganz fein schütteln.» Die Fanian streckt ihren Arm aus und gewackelt mit ihrer Hand hin und her, die gelbe Kugel fest umschlossen.
Fast sofort lösen sich kleine Schüppli von der Schale und fallen wie ein glitzeriger Goldregen ins klare Wasser mit den Kräutchen drin. Die Fanian staunet. Sie sieht nämlich, wie die Flüssigkeit im Krug die Farbe ändert. Von einem durchsichtigen Hellgrün zu einem schimmernd hellen Honiggelb. Und schmecken tut's. Nach Thymian und Zitronenschale. Und nach ganz viel Sonnenlicht. Die Fanian schnauft aus und macht für einen Moment die Augen zu. Was für ein besonderer Moment. Da an dem Sommerabend mit der Appa den Tee zu mischen. Vor sich und um sich die warme, duftende Nacht. Auch das Wiesel, wo nur wenige Schritte von der Fanian und der Appa weg in einem hohlen Baumstamm liegt, schnauft. Auch es nimmt den zarten Geruch nach hellen Blüten wahr, wo aus den beiden Munds ihrem Krug strömt. Die beiden Mundsfreundinnen sehen es nicht. Sie kennen es nicht und doch sind sie miteinander verbunden. Sie schnaufen die gleiche Luft ein und aus. Bei jedem Einschnaufen nimmt das Wieseli etwas von den Munds auf und bei jedem Ausschnaufen gibt das Wieseli etwas von sich in die Luft zurück. Das kleine Tierli seufzt und ruggelt sich noch etwas mehr zusammen und kuschelt sich näher an die zwei weißen, flauschigen Jungen, die an seinem Bauch schon tief und friedlich schlafen. Wo der Flick ans Ufer kommt vom grossen See, sieht er den Gluri im Sand vor dem Pflanzenzimmer sitzen. Die Nacht hat sich ausbreitet um ihn herum und er schaut verträumt über den spiegelglatten See. Der Flick schmunzelt und legt das gesammelte, trockene Holz vor dem Gluri auf den Boden. Wie von mir selber fallen die dünnen Steckchen zum Haufen aufeinander. So, dass der Flick nur noch ganz ein bisschen da und dort etwas verschiebt, bevor das Holz parat ist zum Anzünden. Zwei längliche, spitzige Stecken legt der Flick neben der Gluri auf den Boden in hell schimmernden Sand. Und dann weckt der Flick mit einem feinen Klöpfeln auf seinen Bauchnabel die Zauberkraft von den Munds auf. Feine Feuerfünkchen stäuben auf in die Abendluft. Ein paar fliegen davon in den Himmel, über den Wald und über den See, wo sie sich zuerst spiegeln und dann in der Luft verglühen, ganz ohne ein Räuchchen zu hinterlassen. Vom Flick, seinem Bauchnabel, verteilen sich die Fünkchen auch auf dem Holz und entfachen ein kleines, flackerndes Feuer voller gel, rot, orange tanzender Flämmchen. Fasziniert blinzelt der Gluri in die Farbenpracht und lacht auf vor Freude. Der Flick langt in den Hosensack von seiner grünen, gelismeten Latzhose und zieht ein kleines Knäuel raus. Es ist ein festes, grünes Feigenblatt, sorgfältig zu einem Päckchen gewickelt und mit einem beigen Faden zugeschnürt.
Der Flick macht sorgfältig den Knopf von dem dünnen Seil auf und faltet dann das Blatt auseinander. Drin liegen die 2 Wachsmarshmallows, die er vom Lagros bekommen hat. Schau, Gluri, die sind für uns, zum über dem Feuer wärmen und dann essen. Die Bienen haben uns den Wachs und den Honig gegeben. Und der Lagros hat die Mückli gemacht. Sie helfen auch beim Einschlafen, hat der Lagros gesagt. Und sie lösen Träume besonders schön und lebendig werden. Der Flick nimmt den einen von den Stecken, der am Boden liegt, und steckt den Wachsbollen zoberst auf den Spitz. Der Gluri macht seinem Freund nach. Und dann sitzt der Flick zum Gluri ans Feuer und beide heben ihre Spiesse über das Knisterfeuer vor ihnen. Der Flick spürt die Wärme und wie seine Augen müde werden. Und er seufzt. Er spürt in dem Moment ganz fest, wie verbunden alles ist in dem Land. Wie alles Hand in Hand geht. Die Mons, die Tiere, die Pflanzen, die Wolken und der Erdboden, wo alles trägt und nährt. Und der breite Himmel über ihnen, wo alles zudeckt und beschützt und wo sie alle vereint unter einem grossen Dach. Sie alle, von den Bienenli und den Wieseli zu den Mons und den Kräutli, bis auf in die Wolken zu den Suavis. Da am See ist es jetzt ganz dunkel und nur der Schein vom Feuer erhellt den beiden Mons ihres Fell und den Boden um sie herum. Die beiden Freunde schauen in die Flammen und auf das goldige Bölleli, wo langsam, ganz langsam weich und warm wird. Und der Geruch der Wachsmöcke steigt in den Himmel vom Schlummerland. Auf zu den Sternen, wo das Volk der Etolis jetzt den Nachthimmel dekoriert. Ein Stern nach dem anderen zündet es an. Stück für Stück. Nacht für Nacht. Eins ums andere. Jetzt und immer. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Die Wesen im Schlummerland schlafen, tief und fest. Unter ihnen und über ihnen ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein